Tiger Toucher. Das ist ein Ehrentitel, den ich daheim bei mir in meiner Family trage. Es hat nichts mit der Dunja zu tun, sondern den Titel habe ich mir verdient eines Tages im Zoo. Wir haben nämlich eine Jahreskarte im Zoo. Wir gehen mega gerne in den Zoo, sind viel im Zoo. Weil es ist mega cool, wenn du gerade nicht weißt, was machen, wenn aber gerne etwas machen, wenn du einen Ausflug möchtest machen, aber jetzt irgendwie nicht alles planen und nicht gepackt hast und nicht auch noch weit fahren willst, hey, dann kannst du einfach in den Zoo gehen. Und dort kannst du etwas schauen und wenn du dann es gesehen hast, kannst du auch nach 2 Stunden wieder heim, weil kein Problem, hast ja eine Jahreskarte, kannst ja nächste Woche wiederkommen, wenn du willst. Und so sind wir regelmäßig im Zoo. Und so hat es sich ergeben, dass eines Tages ein Tiger am Gitter gelegen ist. Also der ist so im Keg dort gelegen und ganz am Gitter und dort hat es so einen Spalt in dem Gitter, oder? Und natürlich kann ich mir das nicht nehmen lassen, oder? Dort reinzulangen und eben tatsächlich den Tiger anlangen. Also von dem her, ich kann wirklich sagen, hey, ich habe auf dieser Erde einen lebendigen Tiger berührt und ich habe es überlebt. Darum trage ich daheim den Ehrentitel Tiger Toucher. Und natürlich, Raubkatzen sind mega faszinierend, oder? Wir gehen eigentlich immer bei der Raubkatze vorbei. Und es ist irgendwie auch mega faszinierend, wie das einfach zum Teil grosse Büsis sind, oder? Wenn so 2 junge Tiger miteinander im Wasser spielen, dann hast du das Gefühl, hey, so cool, das sind einfach Hauskatzen, einfach überdimensional, oder? Und so haben wir einfach das immer genossen. Und wir haben dann eines Tages so, die heissen ja nicht umsonst Raubkatzen, oder? Der Katzenteil, den siehst du ganz häufig. Und dann haben wir eines Tages den Raubteil, so den Predator-Teil, den gefährliche Teil von einem Tiger erlebt. Und zwar ist das gewesen, sie machen ja gerne so Tierparaden im Zoo, wo sie so einfach verschiedene Tiere durch den Zoo führen, wo man dann so schauen kann. Und das haben sie auch mit Lamas gemacht. Und wir sind jetzt dort in diesem Tigercage mit unseren Kindern, der Tiger ist gerade so durchgestanden, haben den faszinierend beobachtet und dann in dem Moment sind hinter uns haben sie die Lamas durchgeführt. Und ich sage dir, der Tiger, so umgeschaltet, der hat das irgendwie gesehen oder geschmeckt, aber der hat einfach so von 0 auf 100 seinen Jagdinstinkt hat reingekickt. Und was vorher eben das herziges Büsi war, ist plötzlich eine bedrohliche Raubkatze bereit zum Angreifen. Also der erste Instinkt war so, alle Kinder einsammeln, oder? So schützen, vorher herstehen. Also das ist der eingefahren. Weißt du, eigentlich, der Tiger, der einfach gemacht hat, Pam! Und geschaut hat und ready war zum Angreifen. Das ist ja so richtig eingefahren dort. Und das Bild von der Raubkatze, die bereit ist zum Angreifen, die sich anschleicht und ein Opfer sucht, wo eben nicht aufpasst, um das angreifen und verschlingen. Das ist das Bild, das ich heute brauchen in meiner Predigt so als Anker. Wir werden heute miteinander den 1. Petrus 5 miteinander anschauen. In diesem Kapitel schreibt der Petrus folgende Vers. Und das soll so der Anker sein für die Predigt. Im 1. Petrus 5, Vers 8 sagt er folgendes. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. So, der Teufel wird verglichen mit einer Raubkatze, die ready ist zum Angreifen. Er sucht ein Opfer, das am Schlafen ist, das nicht aufpasst, und ich probiere ja in meinen Predigten immer Anglizismen möglichst zu vermeiden, aber das muss ich jetzt brauchen, so drop your guard. Das gibt es auf Deutsch, das kannst du irgendwie nicht gescheit auf Deutsch übersetzen. Oder so Deckung sinken lassen, ja, das hat nicht den gleichen Ring wie Drop Your Guard, oder? Drop Your Guard ist so der Soldat, der in der Achtungsstellung ist, mit dem Schild bereit, geschützt, oder? Und dann droppt er seine Guard, weil es geht so lang und jetzt wird er immer müder und das Schild sinkt immer tiefer und irgendwann ist das Schild so im ausbammelnden Arm am Umhängen und jetzt ist er verwundbar, jetzt ist er angreifbar und er hat eben aus der Achtungsposition, aus der Verteidigungsstellung so langsam aber sicher die Spannung verloren und ist jetzt unaufmerksam geworden und ist jetzt angreifbar. Und genau das Bild braucht der Petrus. Er sagt, hey, tönt nicht eure Verteidigung sinken lassen. Sind bereit, der Teufel ist wie eine Raubkatze auf der Pirsch. Und da möchte ich mich jetzt
rausstreichen, dass es mir wichtig ist. Das Bild, das wir rausnehmen sollen, ist nicht, dass der Teufel ist wie ein Leu. Oder stark und mächtig und prächtig und kräftig. Das ist nicht das Bild. Sondern das Bild, das wir da rausnehmen sollen, ist, der Teufel ist in Lurposition. Ready, um aus dem höheren Gras zu gumpen und das Opfer verschlingen, das nicht aufgepasst hat. Ich habe das gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber im Soundcheck habe ich das gefragt und die meisten sind einverstanden und gesagt, mal, das ist so. In Indien, wo es tatsächlich Tigerangriffe noch gibt, haben die Menschen sich zur Regel gemacht, eine Maske anzulegen, dass sie hinten auch ein Gesicht haben am Kopf. Weil wenn du dann am höheren Gras vorbeilaufst, dann wird der Tiger, der in der Lurposition ist, dich angreifen, aber sagt, nein, der sieht mich, oder? Er passt auf, die Person schaut auf mich. Dass du nicht von hinten vom Tiger angesprungen wirst und angegriffen wirst. Der Tiger hat das Gefühl, nein, der ist parat, die ist parat, da kann ich nicht aus dem Gras rausgumpen und angreifen. Und genau das Bild möchte ich heute Morgen mit euch entdecken und anschauen. Was heisst es dann, ready zu sein, wenn der Teufel uns angreifen will? Und eine Versuchung wäre ja jetzt ganz viel Zeit und Energie darin zu investieren, zu erklären, wer der Teufel ist und was er macht und wie er dann funktioniert. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich möchte gar nicht so viel Raum am Teufel geben jetzt heute Morgen. Es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, hey, der Teufel will zerstören. Das ist sein Ding. Er will Gottes Reich zerstören. Er will, dass wir den Glauben verlieren und dass es kaputt geht, was Gott erschaffen hat. So kannst du es zusammenfassen. Ganz einfach und simpel zum Ausdruck gebracht. Aber ich möchte heute den Fokus eben auf die andere Seite haben, aufs Widerstehen, aufs Ready-Sein, aufs nicht die Aufmerksamkeit verlieren, aufs nicht eben, dass es uns nicht passiert, dass wir unsere Guard langsam aber sicher droppen, dass unsere Verteidigung langsam aber sicher immer weiter runterkommt und dass wir Angriffsfläche bieten, dass der Teufel kann angreifen kann. Das soll das Thema der heutigen Predigt sein. Zum letzten Kapitel aus dem Petrusbrief. Und zu diesem Thema möchte ich jetzt gerade beten. An diesem Moment möchte ich beten, dass wir ready sind. Dass der Heilige Geist dir und mir heute Morgen aufzeigt, und das ist das Ziel dieser Predigt, dass wir unsere Angriffsfläche realisieren dürfen. Dass wir dürfen spüren, merken, hören, heute Morgen vom Heiligen Geist, hey, wo sind wir gerade dran, unsere Verteidigung sinken zu lassen? Wo bieten wir im Moment gerade Angriffsfläche? Der Raubkatz, der lauert im höheren Gras, auf das wir nicht aufpassen, dass er vorgumpen und angreifen kann. Möchte ich beten, dass wir heute Morgen dürfen hören und merken, wo das der Fall ist. Ja, Heiliger Geist, ich möchte einfach dich ganz bewusst einladen heute Morgen. In diesen Raum hinein. Möchte ich bitten, dass du kommst, dass du ausfüllst und dass du einnimmst, was dir zusteht. Möchte ich bitten, dass du heute Morgen redest, dass du zeigst und dass du uns hilfst, zu widerstehen. Dass wir dürfen merken, wo das unser Angreifpunkt ist. Dass jede einzelne Person heute Morgen darf einfach etwas mitnehmen von dir, dass wir dürfen gestärkt und gelehrt werden, wie dass wir uns verteidigen können, Jesus. Möchte ich dir die Ehre geben, möchte ich dich loben und preisen und möchte danken sagen, Jesus, hast du alles da, was es zu tun gibt, zu unserem Schutz und zu unserer Freiheit. Dir gehört dir, Jesus. Um dich geht es heute Morgen. Amen. Amen. Ich habe jetzt das Gefühl, der Rest vom ganzen Petrusbrief, Kapitel 5, ist wie so ein Punkt, wo er aufzählt und wo er aufzeigt, wo dass man angegriffen werden kann und was es für Punkte gibt, wo der Satan so Einfallstor kann bekommen in unser Leben hinein. Und das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Also, wir gehen so diesen Einfallstor nach, durch das Kapitel 5 durch, wo der Petrus uns dazu aufruft und aufmerksam macht auf die Angriffsflächen, die wir am Satan bieten können. So möchten wir durchgehen. Das erste grosse Thema, die erste grosse Angriffsfläche, haben wir letzte Woche schon miteinander angeschaut. Und das ist Verfolgung. Verfolgte Christen, die irgendwann nicht mögen, nicht mehr können und nicht mehr wollen.
der Verfolgung widerstehen. Diesen Angriff, diesen konstanten Angriff ausgesetzt sein von der Gesellschaft und von den Menschen um sie herum. Dass sie irgendwann wie gefunden haben, hey, ich mag nicht mehr. Und der Petrus führt sie an. Und er zeigt ihnen auf, wie die Verfolgung sogar etwas Positives in ihrem Leben kann bewirken, wie sie sollen froh und dankbar sein, um Verfolgung sogar. Für uns ja kaum vorstellbar, wie das soll gehen, gell? Aber hey, der Petrus führt sie so richtig an und sagt, hey, lasst den Satan nicht gewinnen, widersteht dieser Verfolgung. Oder so wie er es eben schreibt im Vers 8, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr jetzt durchmacht, genau so auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Hey, das ist so wie der erste Angriff gewesen, ganz besonders zu dieser Zeit, in dieser Kultur. Verfolgung ist so die grosse Angriffsfläche gewesen, wo Christen hatten, wo Satan sie immer wieder probiert hat anzugreifen. Ich glaube, es gibt so in Gesellschaften und in Zeiten so prädestinierte Angriffsflächen, sage ich jetzt mal. Oder so Themen, wo die Mehrheit der Christen dazu tendieren, dort so die Deckung langsam aber sicher fallen zu lassen. Ich glaube, für unsere Zeit und unsere Kultur, wo wir drinnen leben, ist Verfolgung nicht der Angriffspunkt Nummer 1. Ich glaube, wir haben ganz andere Angriffspunkte. Ganz andere Themen, wo Satan uns angreift. Ich glaube, einer der grössten Angriffspunkte oder eben einer der grössten Einfallstore, die Satan hat, ist im 1. Petrus 2, Vers 11 beschrieben. Dort schreibt der Petrus Folgendes: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Ich glaube, unsere Angriffsfläche Nummer 1 ist, dass wir Frieden und Liebe zu dieser Welt entwickeln. So, hey, wir vergessen manchmal, dass wir nicht da permanenten Wohnsitz haben. Unsere Häuser und unser Komfort ist so nice und so gut und so perfekt alles eingerichtet und der Schutz stimmt und die Pensionskasse funktioniert und weisst, alles Gesundheitssystem ist Spitzenklasse in der Schweiz. Also könntest du das Gefühl haben, hey, da lebt es sich ja genial. Das ist mein Zuhause, da tue ich meine Wurzeln tief im Boden hineinschlagen. Und da lebe ich jetzt mit allem, was ich habe und bin. Wow, ist das nice da. Nicht, dass etwas verkehrt ist mit dem Fakt, dass es nice ist. Das Problem ist, wenn wir das Gefühl haben, das ist alles, um das es geht in dieser Welt, in unserem Leben drinnen. Wenn wir eben dann, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ich glaube, das ist das Einfallstor, dass es dann plötzlich in all dem Nice drinnen, in all dem Luxus, in all dem Komfort, in all dem Überfluss, wo wir haben, dass es am Schluss irgendwie nur noch um uns selber anfängt zu gehen. Dass wir vergessen, dass wir Fremde sind in dieser Welt und dass wir einen Auftrag haben, Reich Gottes, da und jetzt, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft drinnen zu bauen. Ich glaube, das ist Angriff Nummer 1 von Satan. Und wir müssen so gut aufpassen, dass wir dort unsere Verteidigung nicht sinken lassen. Dass wir in all dem Komfort, in all dem Überfluss drinnen nicht vergessen, dass wir beauftragt sind und dass wir eine Mission haben, zum Erfüllen da in unserer Zeit drinnen. Das ist, glaube ich, unser grosser Angriffspunkt Nummer 1. Zu der Zeit von Petrus, wo er geschrieben hat, ganz spezifisch den Menschen, wo er den Brief geschrieben hat, Angriffsfläche Nummer 1 war Verfolgung. Bei uns Komfort und Liebe zu dieser Welt. Also lass uns nie die Verteidigungsschilder, die wir haben vom Glauben, sinken lassen und vergessen, dass wir nicht einen permanenten Wohnsitz da haben auf dieser Erde. Okay? Das ist der Punkt Nummer 1. Der nächste Angriffspunkt, den Petrus in seinem Brief erwähnt, ist Leitung. Leitung. Und das macht ja Sinn, gell? Kirchen, die Leitungsprobleme haben, sind ja häufig nicht mega effektiv und effizient. Also das dreht sich dann in diesen Kirchen ja häufig so um sich selber, oder? Ja, er und sie und sowieso und warum und bla 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 und dann riesen Streit und Konflikt und das ist super für Satan, verstehst du? Wenn die Kirche nicht funktioniert in der Leitung, dann hat der Satan gewonnen. Weil die Kirche ist ja dann ganz sicher nicht effektiv und nicht auf den Auftrag fokussiert und nicht im Auftrag unterwegs, sondern die dreht sich um sich selber und macht sich selber kaputt. Hey, Jackpot für Satan, verstehst du? Darum, was er angreift, ist Leitung. Er greift Leitung von Kirchen an.
Das ist etwas, das funktioniert. Wenn die Leitung kaputt ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass aus dieser Kirche gute Sachen daraus rauskommen, oder? Ich war ja in einer Leiterschafts-Bibelschule, also Leadership College hat das geheißen. Und Leitung war so Thema Nummer 1 in meiner biblischen Ausbildung. Und hat dort einen Satz gegeben, der ist mir geblieben und der bleibt mir immer wieder und der kommt immer wieder vor. Und den habe ich super gefunden als Student. Und das war, Leitung ist das Problem und Leitung ist die Lösung. Zu allem. Also wenn du irgendwo ein Problem hast, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann ist sehr wahrscheinlich die Leitung das Problem, oder? Und wie löse ich das? Ja, mit Leitung. Und als Student, ich sage dir, habe ich das super gefunden, oder? Immer alles, ja, Leitung ist das Problem, oder? Ja, die Leitung, ja, wer kann es jetzt fixen? Wer muss jetzt etwas machen? Ja, die Leitung, oder? Ich finde den Satz unterdessen nicht ganz so cool. Und ich bin so aus den Zuschauerrängen rausgekommen, gell, und habe irgendwann gemerkt, okay, ist gar nicht so einfach, gar nicht so easy zum Leiten. Da hat es irgendwie noch mehr als einfach nur ein paar gute Sätze raushauen, die es da braucht. Leitung ist ein komplexes und ein wichtiges und ein schwieriges Thema. Und mir ist klar, die Versuchung von den meisten von euch ist jetzt sozusagen, ich bin ja kein Leiter, ich bin ja keine Leiterin. Alle aus der GL hören jetzt mega gut zu. Ihr 5 hört, der Rest ist jetzt gerade so auf Durchzug, auf Pausenmodus. Oder der Teil der Predigt betrifft mich ja nicht, oder? Hey, ich glaube, ganz ein wichtiger Satz, eine simple Definition von Leitung ist Einfluss ausüben. Das ist Leitung, in einem Satz ausgedrückt. Leitung ist Einfluss ausüben. Und glaub mir, du hast Einfluss. Jeder von uns hat die Fähigkeit, den Auftrag und die Möglichkeit zum Leiten. Ob du jetzt in einer offiziellen Funktion drin bist oder nicht, ob du jetzt Teil bist von der GL, ob du offizielles Team leitest oder nicht, spielt gar nicht mal so eine grosse Rolle. Du hast Einfluss. Und wie du diesen Einfluss anwendest, wie du den einsetzt, zu welchem Ziel und Zweck du den Einfluss einsetzt, ist dein Leiterschaftszeugnis. Und das betrifft jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns allen. Petrus bringt 3000 Tons für gute Leitung. Wie genau können wir den Bereich der Leitung schützen? Das Erste, was er sagt, ist Vers 2. Hey, tun es freiwillig und nicht gezwungen. Zuerst noch den einführenden Vers von 1 und 2 möchte ich auch noch lesen. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Und das Wort, das da gebraucht ist Episkope, das Presbyteros, das ist eine Bandbreite von Menschen gemeint in Verantwortung. Wird auch in der Bibel gebraucht für einfach grundsätzlich alte Menschen, die also im Pass eine tiefere Zahl drin haben. Aber es ist mehr noch jetzt in dem Zusammenhang für Menschen in Verantwortung. Und er spricht ja, ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Ein Einfallstor für Satan. Wenn die Hirten von der Herde anfangen zu schlafen, dann ist es gefährlich für die Herde. Und er bringt jetzt 3 Punkte. Wie können wir Leitung gut und richtig einsetzen? Vers 2, eben freiwillig und nicht gezwungen. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, also für die Gemeinde, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als ein Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Und ich bin im Fall mega dankbar, dass wir bei uns im Moment irgendwie nicht ein Leitungsproblem haben, das offensichtlich ist. Ich glaube, wir haben ein unoffensichtliches Leitungsproblem in unserer Kirche. Nämlich, dass ganz viele Menschen die Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hätte, nicht wahrnehmen. Das ist nämlich auch das Problem von Leitung. Menschen, die berufen sind und finden, nein, lieber nicht. Das ist viel zu gefährlich, viel zu schwierig, viel zu schwer, viel zu kritikanfällig. Du kennst Gründe, du kannst jetzt einsetzen, was du willst in den Vers drin. Aber ich glaube, einer der wichtigen Grundsätze von Leitung ist, wenn Gott ruft, dann sagen wir ja. Wir sind bereit, freiwillig die Pflicht und die Verantwortung wahrzunehmen, die Gott uns reinruft. Und schau, es ist nicht, ich habe mir lange überlegt, ob ich das so sage, aber ich glaube, es ist dran, dass ich das so sage. Es ist nicht um nichts, dass wir in den letzten 4-5 Sonntagen jedes Mal um Mitarbeiter, um Leiter im Kinderbereich gefragt haben. Ich glaube, einer von diesen Gründen ist,
weil einige Menschen, die berufen sind, Nein sagen. Und es ist mir einfach ein Anliegen, um das jetzt mal so zu positionieren. Hey, Leitung ist nicht einfach nur ein Problem für die Eingesetzten, sondern es ist auch ein Problem, wo die eingesetzt werden, sich nicht einsetzen lassen. Mir ist klar, das ist jetzt so borderline, das ist jetzt gerade so an der Grenze zwischen freiwillig und gezwungen. Ich mute euch das zu. Es ist mir wichtig, das mal so zu bringen, weil das ist ein Faktor, das ist ein Thema, das wir als Gemeinde daran arbeiten müssen. Das Zweite, was Leitung sein sollte, ist hingebungsvoll und nicht selbstsüchtig. Ich sage euch, der Vers, der hat mega viel gemacht mit mir in der Vorbereitung. Dort steht, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt den Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Das hat mich ganz neu herausgefordert. Hey, wie mache ich das? Wie kann ich das richtig machen? Wie kann ich dem treu werden? Wie kann ich hingebungsvoll und nicht selbstsüchtig den Dienst ausführen? Das ist gute Leitung, die nicht auf seine eigenen Vorteile bedacht ist und nicht seine eigenen Gewinne zuvorderst steht, sondern wo weiss, hey, wir haben eine dienende Haltung als Leiter. Das ist ein zentrales Thema durch die ganze Bibel, dass eben die christliche Leiterschaft auf dem Kopf ist. Überall auf der Welt, so sagt Jesus, bereichern sich die Leiter und Führer und die Mächtigen im Reich zum eigenen Vorteil. So soll es ja sein, habt ihr ja das Gefühl, oder? Sagt er so. Nicht so bei euch, sagt Jesus. Bei euch, der Erste soll allen anderen dienen. Das ist die Haltung, die Grundeinstellung, die in der Bibel gefordert wird und gelehrt wird für Leiter und Leiterinnen. Die haben eine dienende Haltung. Und der dritte 1000 Tons, wo der Petrus bringt, ist nicht selbstsüchtig, sondern durch vorbildliches Dienen soll man leiten. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Das ist gute Leiterschaft. Und wenn wir Acht geben, Sorge geben auf die Leiterschaft in dieser Kirche, wenn wir uns rufen lassen, in Dienst, wenn Gott uns ruft, dann hat Satan keine Einfallstore in unsere Gemeinde. Wenn wir nach diesen Prinzipien leiten, dann ist das geschützt. Und dort kann wieder der Tiger nicht zum Gras rauskumpen und uns angreifen. Darum, hey, wir sind wachsam in diesem Punkt. Jetzt, der nächste Punkt ist eigentlich die Umkehrseite der Leiterschaft. Es gibt ja auch die Geleiteten. Wenn es Leiter gibt, gibt es diejenigen, die angeleitet werden. Und auch zu denen redet Petrus im Vers 5 bis 6. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Die Umkehrseite von Leitung ist ja geleitet werden. Und der Petrus sagt, das ist ein anderer Angriffspunkt, den du Satan kannst geben. Wenn du das Gefühl hast und überzeugt bist, hey, ich weiss es ja eh besser. Mir muss niemand etwas sagen. Mir kann auch niemand etwas sagen. Ich habe es im Griff und ich weiss, wie es läuft. Und das kratzt ganz böse an meinem Stolz, wenn irgendjemand mir etwas sagen will, das lasse ich gar nicht zu. Wenn der Stolz überhand nimmt, wenn der im Vordergrund steht, wenn man das Gefühl hat, man weiß es besser, muss sich von niemandem etwas sagen lassen, dann ist das ein Angriffspunkt, wo Satan kommen und zerstören kann. Ich habe eine mega schöne Definition in der Predigtstudie gefunden von einem Kommentar, der zur Demut geschrieben hat. Demut ist das Gegenteil von Stolz, oder? Quasi, hey, wenn du nicht stolz sein, was sollst du dann sein? Du sollst demütig sein. Du sollst dich demütig beugen unter die mächtige Hand Gottes. Was ist Demut? Wie sieht Demut aus? Und ich finde es eigentlich mega, das ist nicht mein Zitat, das ist nicht meine Definition, sondern ich habe die gefunden, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, weil ich finde die wirklich treffend für Demut. Es ist nicht die Abwesenheit von Stolz. Es ist nicht einfach nur, dass nicht Stolz da ist und dann ist man demütig. Es ist auch nicht das Anerkennen von Grenzen, sich selber kennen, das ist nicht die Definition von Demut, sondern es ist der Realismus, der gewurzelt ist in der Gnade. Was für eine gute Definition von Demut. Realismus, sehen wie es ist, anerkennen von den Fakten, anschauen und nicht mit Brüllen unterwegs sein, sondern wirklich sehen wie es ist, aber gewurzelt in der Gnade von Jesus.
Das ist gute, wahre Demut. Wissen, wer man ist in Jesus. Und das bedeutet einerseits, sich nicht selber zu wichtig nehmen, aber andererseits auch wissen, dass man befreit, dass man begnadigt ist. Amen. Dass wir berufen sind mit einem Auftrag, dass wir Gaben haben, dass wir etwas zu tun und zu geben haben. Weil der Heilige Geist in uns und durch uns wirkt. Das ist wahre Demut. Das ist nicht so eine selbst abmachende, fertigmachende Demut, oder? So, wer bin ich denn schon? Ich kann ja nicht, ich bin ja nicht. Oder? Das ist nicht Demut, sondern Demut ist, wenn man dann sagt, aber in Jesus habe ich bekommen und in Jesus bin ich. Das ist die gute Demut. So schützen wir uns gegen den Stolz. Dann gibt es noch ein weiteres Einfallstor oder einen weiteren Bereich, wo Satan angreift und wo wir widerstehen und wach bleiben. Das ist im Thema, haben wir schon gehört am Anfang in der Einführung, zu den Sorgen. 1. Petrus 5, Vers 7. Dort haben wir schon gehört, schreibt der Petrus, und legt alle Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Sorgen behalten, Sorgen horten, Sorgen nicht abgeben, ist ein Einfallstor für Satan. Dort kann er angreifen. Wenn wir anfangen, uns nur noch um uns selber zu sorgen und unsere Sorgen zuoberst und das Wichtigste ist, dann kann Satan dort angreifen. Und ja, jetzt ist natürlich die gute Frage, wie leist denn das ab? Oder wie kannst du denn da jetzt dich schützen? Wie kannst du denn da wach bleiben? Wie geht denn das? Und der Petrus selber schreibt eine Antwort im 10, Vers 11. Im Kapitel 5, 10 und 11. Er erinnert seine Adressaten. Und ich fühle mich da angesprochen und ich hoffe, du fühlst dich da auch angesprochen. Er erinnert sie, bei wem dass sie ihre Sorgen ablegen können. Und das ist bei Gott. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festem Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Das ist der Reminder, die Erinnerung an jegliche Person, die eine Sorge hat. Bei wem tust du denn deine Sorge genau herlegen? Zu wem gehst du mit deinen Sorgen? Ja, du gehst zu dem, der alle Macht und Kraft auf dieser Erde hat. Er, der dich fest auf den Boden will stellen. Er, der dir gibt, was du brauchst. Er, der dich versorgt. Er ist der, der es im Griff hat. Der, der dir Kraft kann verleihen kann, die du nötig hast. Bei ihm darfst du deine Sorgen deponieren. Das ist nicht irgendwie ein theoretisches Gedankenkonstrukt, sondern es ist ein Vertrauen in ewig, wo die Welt erschaffen hat und wo schlussendlich die Welt in seiner Hand hat. Dort gehen wir her, im Vertrauen, im Wissen, dass wir unsere Sorgen bei so einem Gott dürfen ablegen. Der Schutz zu widerstehen bei Sorgen ist, sich daran zu erinnern, wer Jesus ist, was er für uns da hat und wie mächtig Gott kann wirken. So können wir uns effektiv schützen vor dem Angriff vom Teufel. Und ich möchte jetzt den Bogen noch ein bisschen weiter auftun. Ich möchte euch nämlich sagen, wieso dass ich das Kapitel vom 5., im 1. Petrus 5 so gerne habe. Ich habe richtig Freude gehabt in der Vorbereitung von dieser Predigt. Es hat mich berührt, emotional bewegt, wie der Petrus schreibt. Weißt du wieso? Weil das sind tiefe Lektionen, die er da weitergibt. Die er selber in seinem eigenen Leben erlernt und erfahren hat. Er ruft uns dazu auf, in diesem Brief, zum Hirten sein. Zum Leiter sein, eben Pastoren zu sein. Zum Sorge haben, der Herde. Zum Sorgen um die Schafe. Zum die Verantwortung wahrnehmen. Weißt du, wieso ist ihm das so wichtig? Weißt du, wieso ruft uns der Petrus auf zu dem? Nicht nur, weil es ein Einfallstor ist, sondern weil er selber das von Jesus so gehört und mitbekommen hat. Jesus hat am Petrus gesagt, sorg für meine Schafe. 3-mal am See Galiläa. Ich möchte es lesen mit euch. Im Johannes 21, 17, zum Hirt. Jesus fragte ihn ein 3. Mal, und das ist schon 3-mal so gewesen, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum 3. Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe.
Darauf sagte Jesus zu ihm, sorg für meine Schafe. Das ist eine Message, die an Petrus so tief muss reingegangen sein. Sorg für meine Schafe. Dass wenn er jetzt einen Brief schreibt, wenn er andere Menschen ermutigen will, was will er ihnen mitgeben? Das, was ihm selber so wichtig ist. Dort, wo Jesus ihm etwas gelehrt hat. Und nämlich, hey, wenn du mich lieb hast, dann sorg für meine Schafe. Das ist der Auftrag, den ich dir gebe, Petrus. Der Petrus gibt uns die Erfahrung, die er gemacht hat mit Jesus, die Botschaft, die ihm dort so wichtig und zentral geworden ist, gibt er uns weiter. Sorget für meine Schafe, habt Sorge zu der Herde. Die dienende Leiterschaft, wo er uns ans Herz legt, wo er sagt, hey, Leiter sind dienend, sind nicht herrschsüchtig, sondern sind dienend. Woher kommt das? Es gibt das berühmte Gespräch von den Jüngern, wo sagt, hey, dürfen wir links, rechts von dir sitzen? Und Jesus sagt ihnen in Markus 10, 42 Folgendes. Ich habe schon hingewiesen auf den Vers in der Predigt. Ihr wisst, dass die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen. Und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. In einer eindrücklichen Situation hat der Petrus das vermittelt bekommen. Mehr noch, wo es nachher am Tag vor der Kreuzigung, am Abend vor der Kreuzigung, was so wie war, hat Jesus das Obergewand abgezogen, hat sich eine Schürze umgebunden und hat angefangen, seinen Diener die Füße zu waschen. Der Petrus gefunden, Jesus, spinnst, geht nicht bei mir. Kannst nicht, das geht nicht. Und dann erklärt Jesus an Petrus, was dienende Leiterschaft bedeutet. Das ist an Petrus einfach so reingegangen. Dass er ihn jetzt nicht anders kann, als in seinem Brief das uns weiterzugeben. Das ist eine tiefe Lektion, die er gelernt hat, von Jesus persönlich, in einer tiefen Situation drin. Eine Message, eine Lektion fürs Leben, die er mitgenommen hat. Und er gibt es uns weiter, ruft uns dazu auf, hey, diene die Leiterschaft. Das ist so. So wichtig. Zu Stolz gibt es auch Stories von Petrus. Und zu all den Lektionen, die er weitergeht, hat der Petrus selber erlebt und erfahren und erlernt, was das bedeutet. Darum habe ich das Kapitel im 1. Petrus 5 so gern. Es sind die tiefen Lektionen von Petrus, die er weitergibt. Und so möchte ich jetzt zum Schluss von dieser Predigt einfach 2 Fragen dir stellen. Das ist jetzt so der Appell an dich. Was kannst du jetzt machen mit dieser Predigt? Und die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, habe ich schon am Anfang der Predigt gesagt, um was geht es? Hey, wir möchten aufmerksam sein und auf der Hut bleiben für Angriff. In all diesen Bereichen, die wir jetzt angeschaut haben, wo bist du so dran, dein Guard langsam aber sicher am Droppen lassen? Wo ist dein Schild immer schwerer geworden und wo fängst du an, einfach langsam aber sicher deinen Schutz sinken zu lassen? Ist es bei dir Liebe zur Welt, Leitung, Stolz, Sorge? Wo bist du angegriffen? Wo bist du in der Tendenz dazu, um deine Verteidigung langsam aber sicher sinken zu lassen? Wo kann Satan dich angreifen? Ich möchte dir die Frage mitgeben, das kannst du im Gespräch mit Jesus beantworten. Du hast jetzt dann gerade Zeit, nach dem Abendmahl im Lobpreis die Frage mit Jesus zu bearbeiten. Und die andere Frage, das ist so die mich begeistert. Der Petrus hat uns seine Lebenslektionen weitergegeben. Was ist deine Lebenslektion, die du weitergeben kannst? Was hat Jesus dich gelernt? Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Jesus, wo er dir einfach eine Lebenslektion mitgegeben hat? Behalt das nicht für dich, sondern gib das aktiv weiter. Ich freue mich, dass der Michael David bei uns anfängt. Er hat ganz viel zum Weitergeben. Er hat Lektionen gelernt von Jesus. Ich bin so gespannt auf einfach all das, was er wird lehren. Aber hey, das ist nicht nur etwas für Menschen, die auf der Bühne predigen, sondern es ist in allen Bereichen, in allen Teams, ist das machbar. Du kannst einfach am Anfang eine kurze Lektion weitergeben, muss ja nicht lang sein. Hey, das sind 11 Verse gewesen, die wir jetzt miteinander angeschaut haben von Petrus. So viel, so kompakt in 11 Verse. Das geht nicht so lang zum Sagen. Du hast die Möglichkeit, zum Weitergeben, was du gelernt hast mit Jesus. Und so möchte ich jetzt die Predigt mit diesen 2 Fragen für dich abschließen. Nimm die mit und bearbeite die. Ich habe jetzt das Privileg, mit euch zusammen Abendmahl feiern und Abendmahl einsetzen. Ich möchte mit euch zusammen lesen aus dem Lukas 22.
Das Abendmahl feiern wir in Erinnerung an das, was Jesus da hat. Er hat mit seinen Jüngern am Abend vor seinem Tod das Abendmahl gefeiert. Und er sagt dort, wir sollen das immer wieder machen, in Erinnerung an seinen Opfertod. Und das wollen wir jetzt miteinander heute an diesem Morgen machen. Ich möchte lesen aus dem Vers 19 aus Lukas 22. Dort steht, dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Und das möchte ich jetzt tun. Ich möchte gedenken und ich möchte Danke sagen, für was Jesus da hat. Verstehst du, er hat sein Leib hingegeben für dich und mich. Er hat ihn zerbrochen, auf das wir ganz dürfen sein. Auf das unsere Seele ganz werden. Auf das unser Leib ganz werden. Er ist gestorben, auf das wir dürfen leben. Der geniale Austausch, wo irgendwie nicht fassbar, nicht verständlich ist, wo du irgendwie nie ganz kannst richtig in der ganzen tiefen Essenz packen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt Jesus danken, sagen, dass er für dich und mich gestorben ist. Danke, Herr Jesus Christus, bist du für uns am Kreuz gestorben. Merci vielmals, hast du dein Leben hingegeben, hast du unsere Schuld auf dich genommen. Merci vielmals, hast du dich zerstören lassen, auf das wir dürfen ganz sein. Wir wollen dem gedenken heute, wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dir Danke sagen. In dieser nächsten Zeit der Anbetung geht es um dich und um das, was du für uns da hast, Jesus. Dir gehört Ehre für deinen Tod. Danke vielmals, Jesus. Amen. Wir lesen das als nächstes im Vers 20. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Hey, was für ein Privileg, dass wir jetzt dann gerade miteinander diesen Fakt geniessen und feiern. Du darfst die Vergebung nicht nur zugesprochen, nicht nur gehört bekommen, nicht nur gesagt bekommen. Du darfst die Vergebung, wenn wir dann einsteigen, im Abendmahl selber zu dir nehmen. Schmecken, spüren, mit deinem Mund, mit deinem Körper aufnehmen, was Jesus für dich da hat. Es ist ein Bekenntnis. Also, du darfst, wenn du möchtest, niemand muss, das Abendmahl feiern. Wenn du das feierst, wenn du das Brot nimmst, dann sagst du, danke Jesus für dein Leben, das du gebrochen hast für mich. Wenn du dann den Becher nimmst und den Wein trinkst oder den Traubensaft trinkst, dann sagst du mit dem, danke Jesus für den neuen Bund, den du geschlossen hast. Danke vielmals, bin ich versöhnt mit dem Vater. Das bringst du zum Ausdruck. Hey, wenn du das jetzt nicht glaubst oder wenn das jetzt nicht dein Bekenntnis ist, dann darfst du das einfach vergehen lassen, an dir vorbeigehen lassen. Aber wenn du möchtest, dann darfst du das bekennen, dann darfst du das feiern. Du darfst dann Brot und Becher mit an den Platz nehmen und du darfst einfach nach einem Gebet Jesus Danke sagen und dann darfst du das in deiner eigenen Zeit zu dir nehmen und Jesus Danke sagen und ihn feiern. So möchten wir jetzt einsteigen in die Zeit der Anbetung. Das Abendmahl ist bereit. Wir sind herzlich dazu eingeladen, zum Abendmahl einzunehmen.